Merci, Herr Präsident. Dod gesoten liewe mi lang. Das ist ein Sprachwort, dem sein Ursprung wohl auf die Lazarus-Geschichte aus der Bibel zurückgeht. Und das ist schon erstaunlich, dass den für die Phänomen, mit dem wir heute zu tun haben, auf ein indirektes Bibelzitat zurückgreifen muss, weil historisch und dem, was wir heute zu tun haben, als Mann Tatsache, dass den Xavier Bettel lo Premierminister als an einer unorthodoxer Drei-Parteien-Koalition, das wirklich historisch und dieser Wahl und dem Ausgang von der Wahl, als das Christlich-Sozial-Volkspartei für 2001 nicht an der Regierung als auch noch für 2001 nicht der Premier stellt. Das ist das eigentlich außergewöhnlich und das eigentlich politisch Erdbeben hier am Land. Und das ist umso mehr, weil bis für ganz kurzem nach CSV als den überwältigenden Wahlgewinner an den Sondagen gegolten wird. Und das ist obwohl es weder einen gemeinsamen Willen noch ein gemeinsames politisches Projekt am Vierfeld von denen drei Koalitionsparteien ging ist. So dass den bisschen den Eindruck hat am Anfang, dass die drei zusammen von tun, ein bisschen malgré eux. Malgré eux, weil nach für einem Jahr nur die Gemengewahl nicht so ausgesehen wird, wie wenn jeder von den drei demolische Koalitionsparteien, die dieselbe sind wie Lo, sich gucken, nur im Ausgang von der Gemengewahl so zu positionieren, dass sie ein möglicher Juniorpartner an der Zukunft von der CSV könnte sein. An der Stadt wird DP die Gring sitzelos, an der CSV mal durch Bord geholt, an anderen großen Gemengen wird der LSAP die Gring über Bord gehalten, obwohl es hat noch keine weiter funktionieren. An die Gring ihrerseits zu einer wichtigen Gemengen, die anderen Partnerin siegelos für auch jeweils Koalitionen mit der CSV anzugehen. Vielleicht wäre doch gerade die Angst für eine übermächtiger CSV, die ein ganz rich Wähler dann aber zickelost wird, der CSV hier stimmen zu gehen, nicht der natürlich auch auf ihren Affischen ausgestalter Planlosigkeit. Das, was in einer Woche konstatieren muss, dass die drei großen Volksparteien, die unter dem Ende vom Zweiten Weltkrieg die Regierungen gestaltet haben, dass die drei großen Volksparteien zeitgleich verloren haben, zum Teil sogar massiv. Und auch diese Regierung wird populär den 150% Leute, das heißt, dass Männer wie Talschen von den Leuten haben eng von denen drei Parteien hier Zustimmung gegen die Regierung formieren. Und dabei muss ich natürlich präzisieren, Männer wie Talschen von der Halschen, die überhaupt hier am Land wählen darf. Und muss ich noch sagen, dass all einer Konstellation mit der CSV, also CSV-DP oder CSV-LSAP, am Wort populär nach Männer gehabt hat, wie die heutigen Konstellation. Und das auch für Druscher gesagt gehen, Wahlgewinner sind die ersten Kleinparteien, das heißt, vier Wäsch natürlich die Gring mit plus 3 Sitz. Piraten haben es neu an Chamber geschafft, DDR hat auch einen Sitz beikriegt. Wir haben uns zwar insgesamt leicht verbessert, wir sind aber sitzmäßig stagniert und da auch in der Eisen Erwartungen geblieben. Und das scheint uns auch ganz wichtig zu sein. Im Gegensatz zu anderen Ländern, also heute zu Lützeburg, nicht zu einem Rechtsruck kommen. Und auch das schenkt mir aber eng Erkenntnis von diesen Wahlen zu sehen, dass die Kommentarfunktion von RTL.lu nicht der Spiegel von unserer Gesellschaft ist. Und das lässt opatmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Präsident, wir haben es aber heute mit einer denkbar prekärer Majorität zu tun. Drei verschiedene Parteien, die mal nicht 50% vom Wort populär haben, ähneln sich heute über Koalitionsakkord mit der historisch knappsten Majorität von just einem einzigen Parlamentssitz. Auch für allem, wie ich für drunten beschrieben habe, es als kein deutlichen Wille gehen von den drei Parteien für die dort Koalition an der dort Form weiterzuführen. Was soll dabei rauskommen, wenn das Viergabe sind? Das Koalitionsaufkommens. Ein Text von 246 Seiten, abgedeelt als 36 Kapiteln, die unterschiedlich selber strukturiert sind und auch unterschiedlich Stoßrichtungen haben. Jitfrieden also höflich darüber, dass seine Handschrift
an dem Koalitionsakkord rumzufannen ist, da dem man dechiffrieren von den vielen verschiedenen Handschriften aufhängt, Probleme zu kreieren und nicht weiß, wo die Kohärenz da von dem Ganzen nach irgendwie bleibt. Und dabei sind aber die Herausforderungen von der Regierung, die Regierung bis 2023 und als Herr Präsident, das war ein allbekanntes Gesicht, mal, wie ich gesehen habe. Ja, weil Lovo Pult ein bisschen in 4 gereckelt, das also ein bisschen komisch von den anderen deputierten Kollegen einfach beim Lamrekord. Herr Präsident, die Herausforderungen, die diese Regierung bis 2023 aber zu bewältigen haben, sind eigentlich für das Land enorm. Angefangen mit dem ökologischen Fußabdruck von Lützeburg, den viel zu hoch ist, und den bedeutet, dass wir eigentlich nicht mehr so weiter produzieren, also so weiter konsumieren können, wie wir das bislang gemäht haben. Wir können nicht an einer endlichen Welt unendlich wachsen. An unsere Ressourcen zu Lützeburg sind noch knapp 2 Monate von einem Jahr am Fond verbraucht. Wir müssen also massiv gegensteuern. Und das ist nicht nur eine Frage von technischer Entwicklungen, das ist eine strukturelle Frage, so wie die Präsidentin vom Mouvement Ökologique das für eine Woche klar formuliert hat. Wir bräuchten einen Systemwandel. Weil sonst geht die Schuld, die ökologische Schuld für Eiskanner, die Eiskanner auf der Weg ist so groß, dass sie nicht mehr können, zurückbezahlen. Und die zweite große Herausforderung ist die Sozialschere, die zu Lützeburg immer weiter als geht, an der hier Zahlen Rekordwerte erreicht haben, auch no der sozialste von allen Steuerreformen, wie die Regierung hier genannt wird, sehen wir, dass den Tod von denen, die nicht mehr noch kommen, immer mehr groß wird. Und drittens, an das Menglisch noch nicht so daxlo haut genannt gehen, Menglisch sind wir in einer Welt, an der sich internationale Konflikte immer weiter zuspitzen, auf allem riskieren, sich militärisch zuzuspitzen. Und du misst Lützeburg eigentlich Stimme von der Diplomatie sind Stimmen, die gegen eng geckisch Oprüstungsspiral schwätzt an nicht wie an andere Länder für allem profitablen Geschäfte interessiert das. Und zu denen Herausforderungen muss ich euch ehrlich sagen, habe ich an diesem Text als Ganzes aber herzlich wenig Verbindliches fand. Es liest sich echter wie ein Potpourri von durchaus auch teilweise ganz guten, teilweise minder guten, mir aber auch guten Ideen, mit fehlt effektiv und einer Gesamtperspektive und einer Gesamtzielsetzung. Darüber hat auch tritt vom Premierminister gestern nicht geändert, die sich eigentlich darüber beschränkt hat, die Abzielung von den einzelnen Projekten zu machen und die nicht versucht, ein Kit zu schaffen, eine Erzählung zu schaffen, was dann die gemeinsame Zielsetzung wird. Wir meinen aber, dass das eigentlich kein Zufall ist, weil es sind 3 Parteien und alle Parteien kann mehr oder minder an ihren Ministerien machen, was sie will. Und das, was dabei rauskommt, das haben wir schon in den letzten 5 Jahren gesehen. Und das ist alles ernst, wie ein starkes Stück Eisen aus einem Guss, mit das echter Zomm von verschiedenen Politikern. Herr Präsident, diesen Text, den wir vier Leihen haben, fängt mit der Demokratie an und echter Platz von der Demokratie tritt die Stärkung von diesem Haus, von der Chambre. Das begrüßen wir ausdrücklich, weil es schon bald eine historische Tradition gibt, dass die Parteien, die gewinnt waren, immer die Regierung zu stellen, echt der Interesse daran hatten, eine schwache Chambre zur Seite zu haben, für die Stadt für einen zu feiern. Was das wirklich bedeutet, brauchen just 2 Zölle mit denen zu vergleichen. An der Chambre de Commerce, also eng für viele Berufskommeren, schaffen insgesamt rund 200 Leute, an der Chambre des Députés am höchsten Haus von unseren Institutionen gerade mal 100 Leute. Das sieht viel aus über real Muschzentren an diesem Land, und es sieht doch viel darüber aus, auf welche Richtung wir müssten ernst schaffen. Du sind an diesem Text ein ganz rich Pisten abgemäht. Man fanden das gut, fanden sie aber nach immer relativ unverbindlich. Ergiffen heißt, du mehr stark Akzente auch nach wünschen. Es steht ein Referendum, und das geht doch zum Kapitel Demokratie, am Haus, den eng fundamental gesellschaftlich Debatte urege wert und urege soll.
mehr hun als Lenk, die net begeert sie von dem Kompromiss per Bayer, den am Moment viel Leute in egenen Entwurf dazu entwickelt, den Versicht méi ambitiös zu sinn, die Versicht die demokratisch, ökologisch a soziale Herausforderungen vom 21. Jahrhundert vielleicht méi präziser, méi antizipatorisch gesi wie den aktuellen Text. Wir hoffen, dass den auch an der Diskussion zum Drohe könnt, an dat man wirklich als Gesellschaft do können darüber diskutieren, wie als Land an Zukunft auch weitergeführt soll gehen. Wann in 2013 werden die Froh von der Demokratie, von der gesellschaftlichen Erneuerung den eigentliche Kit von dieser Koalition an von dem Modernisierungsuspruch, die sie damals gehabt hun an diesem Akkord als von denen berühmte Fensteren opmachen, aber just nach relativ wenig ivrig an het wirkt echt so wie ein weiter so wie die letzten Jahren. Es sind Einzel Avanceen dran, aber sie sind an unseren Ohren aber relativ spärlich. Wie gesagt, das Parlament soll abgewehrt gehen, aber ohne Detailer. Partizipation soll gefördert gehen, muss dann natürlich Etüden machen, überhaupt gehen die ganz viele Etüden, die nach Miste gemacht gehen. Die Whistleblower sollen endlich geschützt gehen, so wie die EU das will, aber auch nicht viel mehr. Transparenz soll mir deutlich gehen, just ohne Verbindlichkeit an ja, es soll auch überprüft gehen, ob man einen öffentlich-rechtlichen eng öffentlich-rechtlich Teleschein solle kreen. Wann ich aber gesehen, wen dem Medienminister huet zweifeln Stunde, dass man da dann die nächsten 5 Jahre werden erleben. Die einzig wirklich fundamental Erneuerung, an Erfrischung an diesem Text, was die gesellschaftlich Frohen angeht, als Legalisierung vom Cannabis, die wir auch begrüßen, weil wir das auch schon seit ganz langer Zeit gefördert tun. Herr Präsident, den Finanzminister als fest an liberaler Hand. An der entsprechenden Kapitel lese auch kein Zweifel, auf welche Richtung es geht. Und wir vermengen wir, dass die Kollegen von der LSAP an der Gringenheit bannen an den nächsten Jahren nach so Mundschmuck schlecken werden müssen, weil es verpasst gehen ist, entsprechend Leitplanken an Finanzkapitel zu schreiben. Angefangen mit der Betriebsbesteuerung, die weiter aufgesetzt soll gehen. Lo direkt einmal soll den Todaffichage im E% darauf gehen, mir implizit an zum Teil eigentlich auch explizit steht am Akkord auch dran, dass das just den Anfang von enger weiterer Steuersenkungsspiral soll sein. Was aber auf jeden Fall dran steht, dass Betriebsbesteuerung, also Steuern auf die Benefice, auf keinen Fall dürft an Glut gehen, wobei wir wissen, dass die Realbesteuerung zu Lützeburg die niedrigst als von allen OECD-Ländern. Und noch bei der Personenbesteuerung soll es weiter raufgehen, ähnlich wie das auch schon 2017 bei der letzten Steuerreform gemäht ging, als man Ziel, dass auf jeden Fall kein etwas verlieren soll. Aber wenn Steuern raufgehen und gleichzeitig aber sollen Resetten zumindest stabilisiert bleiben oder sogar nach erhöht gehen, dann muss man sich aber fragen, wie das zusammen soll gehen. Und da muss ich sagen, das geht just über einen weiteren ungebremsten und unregulierten Wachstum, weil ernst ist das nicht zu meistern. Und dabei muss ich sagen, wir haben nicht ein grundsätzliches Problem mit dem Wachstum, wir haben ein Problem damit, wie er heute zu Lützeburg organisiert ist, auf jeden Fall auch, wie er verteilt ist. Es ging zu Lützeburg los schon, gibt es einen enormen Handlungsbedarf beim Logement und der Mobilität und überhaupt bei den Infrastrukturen. Also wenn diese Regierung also weiter auf die dote Form von Croissance setzt, dann bedeutet das, dass er gleichzeitig Steuersenkungen möchte, dann bedeutet das, dass man es Möglichkeit holen, für diese Croissance anständig zu enkadrieren. Und da werden die aktuellen Probleme, die wir haben, die durch diese Wachstum bedingt sind, nicht mehr klein gehen, mehr echter, mehr groß. Das ist aber die übliche Finanzpolitik von liberaler Prägung, die darauf aufzielt, eigentlich die Staat Resetten zu holen und die Entwicklung vom Land und dann vom Privatsektor immer mehr zu überlassen. Das ist also eine Finanzpolitik, die auf Kosten von der
Lebensqualität wird goen, aber natürlich zufrieden von denen irwischten 10.000 auf den Kapitalbesitzer. Für allem steht an diesem Akkord aber etwas nicht, was von den größten Ungerechtigkeiten von unserem Steuersystem ist, nämlich die extrem niedrigen Kapitalsteuern. Hier im Land die Kapitalrevenue bis zu 5-mal mehr hoch besteuert wie die Revenuen aus der Arbeit. Und das ist an unseren Ohren ein handfesten Skandal. Und darunter ändert sich auch gut nichts. So wie Finanzkapitel von der Liberalpolitik von Herrn Gramegna rumgeht, so spiegelt Kapitel Ökonomie die an unseren Ohren doch Konfuspolitik von Herrn Schneider rum. Eng Usammlung aus eidle Worthülsen, ohne Substanz, ohne Prioritäten, und ohne Chlorlin. Einfach ein bisschen Riff gehen, ein bisschen Weltraum, ein bisschen Start-up, und ein bisschen Digitalisierung an den Düppegeheit, und ein gut gereiert, da schon hätte man so hechtet, eine Strategie de Multispezialisation, die als Aufhängigkeit von der Finanzplatz reduzieren soll. Et tut der recht, et klingt gut, wie auch ganz viel andere Worthülsen, die dort stehen. Aber das Final Map ist nicht, was da dort zu Summe will drehen, wie ein Hexenmeister. Das ist nämlich keine wirklich Strategie, die zu einer großen Abhängigkeit von der Finanzplatz kehren. Das war aber auch dran ist an dem Wirtschaftskapitel, und da muss ich da wohl aber sagen, dass Dreckbesinnung von der LSAP ob hier Wurzeln an hier gewerkschaftlich lernen, dass das nicht terribel lang gedauert wird, dass du wirst Öffnungszeiten vom Kommerz sollen weiter liberalisiert gehen. Ja, Herr Präsident, der LSAP als schon der Vergangenheit nicht mitgehen, andauernd Rotlinien nicht wollen überschritten zu gesehen oder Rotfäden an denen obskursten Texte zu entdecken, die sie sich da selber zu eigen möchte. Also ich muss ja wirklich so ein rote Faden von diesem Koalitionsakkord, den bleibt aber noch zu sicher. Los ist der LSAP natürlich den Index als Gerät gehen. Ja, en ass Gerett gin mit huet ke Mënschen, keng Parteiien am Wahlkampf a frohgestalt. Wa kenen a frohstellt, dann ass se natierlech och relativ einfach ze retten an de Kampf géint imaginéiert Wandmillen séier ze gewannen. Fir de Recht muss en awer soen, dat der allerhand Wässer an Ären rode Wein geschott huet. Stichwort Mindestlohn, die lo rekwirkend op 1. Januar 100 € netto soll bedeuten, den aus 3 Mesure besteht, engerseits enger Augmentation lo, die man nächste Woche Stimmewerte von 1,1%, eng Augmentation, die aber all 2 Jahre gemäht wird, und dann eng weitere Augmentation von 0,9% an nach voraussichtlich Steuerkredite. Da muss ich sagen, die wirklich Bruttoerhebung vom Mindestlohn, die bedeutet sagenhaft 0,9%. Das ist die Erhebung vom Brutto-Mindestlohn, die allein auf diese Regierung zurückgeht. Weil die 1,1%, die sind von der aller Regierung gestimmt gehen, an etwa den früheren Arbeitsminister, den die 1,1% der Projekt mit auf den Weg gehen hört, der Tisch, diese Regierung kann sich das nicht op Brust spengelen. Ja, das ist dasselbe. Ich komme gleich drauf zurück. Das heißt, wenn wir dann ehrlich sind schon mal 100 €, mit der sind schon nach 80 €. Und dort schon auch auf der Pressekonferenz wie der Projekt viergestalt ging hast, so auch gesucht wurde, lo ugesagt wird, von ich richtig verstanden habe, dass es den Leuten egal wie, wo die 100 € gemengt sind natürlich die 80, da gäfen hier kommen. Und das ist eng Aberration mengglisch für eng sozialistische Partei, weil das nicht egal, wo die 80 € hier kommen. Weil Lehn sind die Primärrepartition zwischen Kapital und Arbeit. Und auch Bruttolehn sind die, ob denen kotisiert wird, an die Grundlage bilden für weiter Sozialrechte von den Leuten, wie Pensionen oder auch eventuell Chômage-Versicherung. Und dafür muss ich sagen, dass es schwach, die getroffen ging. Und die schwach bedeutet 0,9% Brutto-Mindestlohnerhebung. Und auch das geht noch immer lange nicht durch, wir von dem Mindestlohn können
dezent ze liewen. Den zweite große Punkt, dat das Reduzierung vun der Erbeszeit an ihrem Programm stungen 2 Stunden d'woch iwrech bliwen als 2 Deeg Joer, wobei von denen 2 Deeg sech mal net direkt op Daylight appliiert, die am Moment an engem Kollektivvertrag sinn. Also bei den 2 Hauptpunkten von der LSAP Mindestlohn und Erbeszeitverkürzung kann ich natürlich sagen, war ein Grimmel mehr als mehr wie nicht. Oder natürlich recht. Das ist sicher kein Rückschritt. Mit as bleibt aber just ein Grimmel. Und es bedeutet nicht einen strukturellen sozialen Fortschritt. Beim Tiers payant, die auch heftig diskutiert gehen, als lo eng Formel fand gehen, wo ich ehrlich so muss, do werden ich aber wirklich dann nach ein Keier op der Erklärung vom neuen Santéminister oder Sekretariatssozialminister, den dat dann necker muss an. Nee, Marv. Der sitzt eben do. Ja. Wisst ihr? Also ich komme sogar zum Schluss nach ein Colbert zurück. Du recht, effektiv, der wirkt ganz inspirierend auf mich. Das muss ich wirklich so. Ich will das mal als Kompliment. Ich will aber auch etwas Positives sagen, weil die einzig wirklich fortschrittliche Strukturreform, die gemäht ging, das ist den öffentlichen Gratistransport. Es möchte nämlich genau den öffentlichen Transport zu einer universeller Dienstleistung, also geht weg von einer liberaler Logik, von der selektiver Sozialpolitik hin zum universellen Sozialstaat. Und das begrüßen wir ausdrücklich. Wir hatten das als Link auch schon für Jahren am Wahlprogramm stehen, aber sie noch als Link nicht mitgehen, hier in der Chamber, das immer zum Thema zu machen. Und ich meine, das nach kein Jahr hier, du hast mal hier in der Chamber eine Motion, Stimme gelassen, die genau das war, der du willst umsetzen, schon für ein Jahr gefroht wird. Die Zeit wird es noch geheischt, dass wir keine gute Idee, dass wir blödsinnig, das können die so nicht umsetzen. Ich gesehen, dass der erst Dolo belehren, Lust hat, aber wenn ich Moien heieren hunn, dat och den Fraktionspräsident vun der LSAP gesot huet, dat eng Mesur wie moll engkeier de gute Ruf vum Land dobausen am Ausland, dat de Ruf vu Lützeburg gif positiv bewährt gin, da kann ich just uroden, iwwerholt nach einer Projekten vun déi Link, da werd de Ruf vu Lützeburg am Ausland sicherlich besser durchstuen wie lo. Wie gesot, die Sinneswandel begräse wir ausdrücklich. Wir hätten uns auch an andere Bereiche viel mehr großen Sinneswandel erwähnt, wie zum Beispiel an der Bildung, wo es nicht klar ist, wie da lo den dicke Wasserkap, den an den letzten 5 Jahren geschaffen ging, wie mit dem soll weitergehen, wo lo dann angefangen wird, das zu analysieren, wo lo dann angefangen wird, wo dem quasi ein Hydra abgebaut ging, als wird lo angefangen, am Kader von einem Bildungstisch mit den Leuten alle gut zu diskutieren. Das ist manchmal eine Mesur, die 5 Jahre zu spät kom ass an net bleiwe weiterhin enorm bedenken, wat den Bildungssektor ugeet, mehr mengen dat de Mantra fir jidreen eng Schoul, dat net de richchten Paradigmas mit dat Eichter Mistin eng Schoul fir jid verreen. Et sie ganz viel Froen, die an dem Bildungskapitel fir eis och unklar sinn an opbleiwen, an ma fährte fir an allem och, dat déi wat vun de Gewerkschaften stärk kritisiert schleichend Privatisierung vun der öffentlicher Schoul an Zersteckelung fir an allem vun der öffentlicher Schoul, dat die doten dat die Tendenz mat diesem Akkor eichter weitergedriwe gëtt an net zurückgedrängt gëtt. Herr Präsident, wat Klimapolitik ugeht, du steht auf der Seite 170 von diesem Koalitionsakkord, dass es alles gemäht geht für den Akkord von Paris zu respektieren und dazu beizudrehen, dass die Erwärmung nicht über 1,5 Grad bis 2100 soll klammen, also zumindest unter 2 Grad zu halten. Wenn ich das seriös gif holen, da bedeutet das, dass man als allererst mal eine echthafte Strategie missten op den Dëch lehen, die Regierung misst op den Dëch lehen, fir all Joer pu Prozent méi erneuerbarer zu hunn an 2050 bei 100% unzukommen. Das geht auch bedeuten, der Verbrauch von fossilen Energien an Transport, an überhaupt Troll vom Auto
zurückzudrücken, also mit öffentlich Transportmittel können zu bieten, die für jeden unabhängig davon, wo er wohnt, zugänglich zu sein. Und das nicht just da so oder zu den Zeiten, wo er auf der Bist muss, mit überhaupt ganz das, also auch an der Not, das können unzubieten, also man auch Leute mit modesten Revenuen zu erlauben, wir können sich frei zu bewegen. Et bedeutet auch, dass müsste viel mehr Erfahrung gemäht gehen für Ökologie an Soziales zu Summen zu bringen, dass nicht de Fett, dat den an enger sozial prekärer Situation als dazu beidreht, dat den och nach enkeier als quasi Dubelstrof d'Auswirkungen von dem Klimawandel oder von der Erderweis, wie man zu Lützeburg leben, am drastischsten missten erliewen. Vieles von dem, was heute steht an dem Koalitionsakkord, sind einzel positiv Schrauben, die gut sind. Verschiedene Sachen waren noch schon an dem alle Koalitionsakkord dran, die teilweise umgesetzt gofen. Heinst du wirklich ganz bedenklich bis schlecht, Stichwort Klimabank, Stichwort PDR, Stichwort Agrargesetz. Auch was der erneuerbare Energien angeht, sind wir zu Lützeburg noch immer Schluss liegt an Europa, aber wir sind nicht so, wie der Premier das gestern gesagt hat, vier am Plateau, am Gegenteil, ganz, ganz viel nachzuholen. Und das hat man nur zu hätten, wie mehr große Strukturreformen, wie das proposiert. Das für allem bräuchte man ein verbindliches Klimaschutzgesetz. Und das selbst hat man aber bedauert tun, dass das nicht an diesem Akkord draufsteht, mir dat echter eng Flupräsentationen sind, was den doten Bereich ugeht, an dat den Acker vu Statistiken, an dat wat auch an dem Kapitel draufsteht, für allen nämlich de Kader zu schaffen. Am Koalitionsakkord am Koalitionsakkord als klar dran, dass ein Klimagesetz gemerkt wird. Das stimmt einfach nicht, was du so. Das ist nicht für dich, Stautemittel. Ah, Herr Bratz, ich gebe von nicht erlaubt, aber ich fährte nämlich, dass ich los schon nicht mehr länger Zeit durchkommen. Kurz weiter von, dann könnt ihr nur ganz gerne Korrekturen dazu machen, wenn da andere Meinung sieht. Es gibt für allen Druck gesagt, für einen Kader zu schaffen, für Privatinvestitionen können zu ermöglichen, die dann zum Klimaschutz sollen beitragen. An Mengen aber, dat Ökologie etwas ist, was nicht nur von smarte Businessleiter, gewieften Investoren gemäht wird, mit muss von uns alle gut gemäht gehen, an der allererster Linie von den Leuten, die heute zu Lützeburg schaffen. Sie haben nämlich Geschirr für das Aufgabe an ihren Händen, an ihre Cap. Ziele beim Logement sind dabei auch noch ein Kehr relativ zurückhaltend. Gestern war essentiell von der neuen Logementsminister zu lesen, dass es illusorisch wird zu mengen, dass Preise im privaten Wohnungsmarché, dass die Kinder drastisch gedrückt gehen. Das ist aber schon bald eine Failliterklärung, die überhaupt angefangen hat, selber zu schaffen. Den Regierungsprogramm gesagt 3 große Hauptinstrumente dafür, dass die Stärkung vom Bau von Lokationswohnungen von öffentlichen Promoteuren von den Gemengen, das zweitens Mobilisierungen von Bauterrain und viertens gegen Spekulationen und drittens eine Form von Kontrolle von den Loyers an eine Anpassung und von den Wohnungshilfen. Der ganze Pack von 3 verschiedenen Mesuren, die geholt können gehen am Kader von den 3 Wollen, fällt aber zu summen, wie ein Kartenhaus, von den nicht und eben gerade die Privatmarché rugeht, an den ausklammert. Weil ein richtig Druckmittel von Staat und Gemengen gibt es nicht, Enteignungen sind quasi unmöglich, und darunter wird sich mit dieser Majorität auch nicht ändern. Und damit wird sich die Majorität und auch Wohnungsbauminister den stärksten und effikazsten hier will geholt für selber können aktiv zu gehen, und das ist wirklich bedauerlich. Positiven Impuls als Wertschöpfungs
Steuer, die bislo am Kader vom Baulandvertrag gefehlt wird, die mehr als Lengoch von Anfang an gefordert hatten, wir werden natürlich durch die Umsetzung von dieser Mesure. Das wird Loyers Brems ugeht, sie ganz flu Begriffe daran, wie die Modernisierung vom Kontroll von den Loyers, auch da muss ich da gucken, was das konkret heißt, als Linkummer 2 Gesetzesproposen aktuell Rohleihen, die ganz konkret dazu Stellung holen, hun dürfen bisschen Zweifel, ob es wirklich kanzwenger wirksamer Loyers-Plans kommen, so wie die Regierung sich das heute für rechnet. Dann als ein Element, das soll so evaluiert gehen, ob 100% Gemenge solle kreen für Sozialwohnungen zu bauen. Wir mengen, dass das nicht den einzigen Moyen kann sein, weil das Problem ist schon, dass ein ganz rich Gemengen, auch von 100% sind, nicht bereit sind, auf den doten Weg zu gehen. Also, was tun geht, mengen wir, dass man am Kader vom Logement muss man die Entwicklung Privatmarché unbedingt an den Griff kriegen. So, ich will da lo, ich gesehen, dass meine Zeit schon aufgeladen was aber vielleicht nach der letzten Tour zu einem Kapitel so oder zu etwas, was wahrscheinlich für jeden die erstaunlichste Ressortverdelung wäre das nämlich Défense, wo Défense an Police, wo die Gring dann lo de Ressort überholen. Und ich bin ganz intensiv an interessiert, da Madame Loche nur geläuschert, wie sie dann probiert zu erklären, was dann du die Gring-Handschrift wie. Und ich bin auch den Koalitionsakkord gelesen, aber von du hast aber von geringer Handschrift herzlich wenig zu sehen, was da mehr ist. Défense-Ziele bis 2025 liegen die Direktrice gehen weitergeführt. Das heißt, Budgeten von der Défense gehen weiter so an Blut, wie das bislo der Fall war. Aber wir werden als net aufhängen opzehalen mat der geckeger Oprüstungsspiral, zu der die Regierung fir droen als verpflicht huet. An dat dëffermenglech leider auch bezeichnend fir diesen Akkord setzt mengenech viel zu viel op den weiter so an huet viel zu wenig ege Kohärenzen an ege Vierstellung Weltland Weltlandkind 2023 ausgesehen. Ja. Merci an den nächsten angeschriebenen Redner als den Herr Gilles Roth. Herr Roth, bitte.